So you made a pact with the Watch itself. This should be interesting. Und wie ist das wie Parcours? Und Sie bei Tales of Xillia 2, ja Leute, willkommen zurück. Und er ist gleich sowas in dem Arsch, denn ich setze meine volle Chromatus Power ein. Wo Gegner keine Chance mehr hat. Und tschüss Parcours, das war's. Was? Was? Das Spiel verarscht mich, hat er gerade noch 10.000. Wenn überhaupt noch. Also ich meine, Ende jetzt Parts. Okay, Planänderung, scheiße. Das war jetzt nicht geplant, ganz ehrlich. Ich dachte, es echt noch irgendwie, naja, ein bisschen mehr halt. Okay, was mache ich jetzt? Okay, erstmal den Boden schlagen lassen. Nein, ich bin dann verwirrt, ganz toll. Das kann nicht sein, nein, das kann nicht sein. Das ist doch jetzt einfach alles Kacke. Ja, Final Round, du bist gut. Nein, ich lebe wieder, tschüss. Ja. Wie ich schon sagte, tschüss. Was war das denn? Den ganzen Kampf nochmal? Nur von hier. So, jetzt aber. Alter, ich hatte wieder so viel Kappe, Mann. Ich hau dir eins auf die Ist klar. Einschlagen auf den Chromatus raus. Will mich verarschen? Jetzt mit ultimativer Chromatus. Okay, Planänderung. Das fährt also so. Macht sowieso zu wenig Schaden im Modus. Das ist ziemlich langsam, ne? Man kann gut ausweichen. Zumindest jetzt noch. Problem ist halt eher, was mache ich mit den anderen, weil... Okay, verbannt. Nee, meine Idee war gerade, was mache ich mit den anderen, sprich... Ich selbst kann ja ausweichen. Natürlich kann ich Ihnen auch sagen, da Strategie geht auf Verteidigung, aber dass man dem auch ausweichen und angreift, bezweifle ich. Und der hat so viel Power, der bricht jede Verteidigung sofort. Sprich, also ich denke mal, ich kann sie noch gut ausweichen, auch über längeren Zeitraum, aber die anderen können es vermutlich eher weniger und deswegen vergiftet dann schlecht. Ich muss ständig die anderen wieder heilen, hey. Alter, was? Der hat so viel! Oh. Okay, ich muss zuerst mit Chromatus mit einem voll Schwächen, wie gesagt, die Hälfte abziehen, oder 1000 und den Rest dann... Altbekannte Strategie, wie ich schätze. Einfach halt auch wiederum ein bisschen ausweichen, auf meine Gelegenheit warten und halt die anderen healen und dann auf Konditionsarte und so hoffen. Der ist echt krass. Ein Hieb, ich bin down und das trotz... Ich meine, hallo, wir sind Level 69, also so schlecht sind wir jetzt auch oder nicht? Gut, Telefon, der muss sitzen, wenn ich das irgendwie fehle, dann ist sowieso vorbei. Was? Na gut, gegen sagen noch. 20.000, okay, mal gucken, ich mache jetzt Schaden. Noch einmal 60.000 wäre ganz, ganz praktisch. Hau rein! So, Gaius kann das die anderen wieder zurückholen. Gut, Gaius kann zwar auch, dann macht sie ja weniger, glaube ich. Und ist jetzt sowieso mehr TP. Ah, verdammt, die Kombinationsfähigkeit, ja, ganz vergessen. Ist zwar schon cool, aber momentan gerade ziemlich doof. Mann, das macht einfach nicht fertig, ey. Das ist so kacke. Also sprich halt Teleportationshilfe, ist eine verbundene Fertigkeit. Wenn ich die aus Versehen nutze, kann ich gleichzeitig noch die Arte zu Ende führen. Das ist doch schon ein bisschen doof. Muss das so machen. Mann! Ich wollte gar nicht zurück. Ist klar! Sie steht hinter mir, ich weiche raus, boom, weg ist sie. Das gibt's doch ein gutes... was mache ich hier überhaupt? Ja, jetzt bin ich down, toll. Die Phase ist am schwierigsten, ich muss die irgendwie überleben. Also sprich, überleben natürlich alle 4 Mal zurückholen und dann irgendwie versuchen, wie gesagt, noch anzugreifen. Also mal die Zeit zusammen für den Chromatus.
Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du einen Teamkameraden nicht mit auf den Weg geben kannst, sollen genauso fighten wie du. Ja, toll, ne? Er muss viel mehr Schaden reinkloppen. Sprich, wenn ich halt ständig ausweiche und so, der Seite hinweg, dass die anderen das auch machen. Eben halt Spiegelbilder, Fähigkeit oder Synchronisierung, wie auch immer. Da gibt es eine Fertigkeit, ja, ich habe sie einfach noch nicht, kann natürlich raus sein. Der hat echt fast das Ganze weg bei mir. Immerhin ist die Mucke egal, auch wenn es momentan auf den Zeiger geht. Wenn ich ständig nur am Losen bin. Okay Leute, man merkt, der Endkampf gegen Lee Sin, der hat es durchaus Sinn. Nein, es geht da selber noch einen Modus rein, aber egal. Vor allem, was ich so fies finde, sein Kommando ist natürlich ewig, kein Problem. Und unser natürlich nur ganz kurze Zeit. 90.000, das ist viel zu viel. Okay, also, ja, Strategie nochmal. Ui. Muse. Ja, ist gut. Nein. Gut, meine eigene Fähigkeit. Gott sei Dank, meine eigene Fertigkeit gerettet. Wieder zu dritt. So, komm nur auf mich. Ich weiß nicht, so aus. Wie gesagt, wenn ich halt so ausweichen kann, ist das kein Problem. Aber alleine hast du ja gar keine Chance. Da wäre natürlich eine Variante, dass ich sage, ich kämpfe allein gegen ihn, weil ausweichen kann ich ja und so. Aber ich kenne mich genau, das klappt vielleicht 1-2 Minuten gut und nachher, ja toll, so wie zu Herren der Geister. Menschenskind. Mir so zurück, ja, Herr der Geister ist back und plötzlich boom, wieder weg. Ja, ist auch so etwas, was ich ein bisschen, ja, sehr übertrieben, ein bisschen schade finde. Dass der Herr der Geister, ursprünglich eine große Nummer im ersten Teil, gut, und natürlich war Mila geschwächt mit wegen 4, weil die 4 bereits wieder weg waren und so, oder? Und dann, die sich nach dem Schluss noch geopfert hatten, plötzlich rauskam, sie gar nicht der wahre Maxwell. Aber trotzdem, am Schluss war sie wieder super stark drauf und allem und dann hier irgendwie. Leute, wirklich hätte Geist sein gar nichts mehr, wenn du irgendwie ein anderer großer Geist bist. Mein Asuka hat ja auch keinen großen Respekt vor Mila, oder wenn du halt irgendeinen Komatus drauf hast, bist du sowieso stärker. Naja. Und die Musik, die ist immer noch ein bisschen verwirrend. So, aber langsam mal. Kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich hier ständig am Losen bin. Ja, aber langsam auch, Kumpel. Wir warten zu. Ganz kurz heilen. Das war knapp. Und Gaio. Alter, Gaius. Ursprünglich mal. Wieso können eigentlich Muse und Gaius wieder ihre Fähigkeiten kombinieren? Wie es damals noch war, im Ende von Tales of Xillia 1. Da war auch übelst stark, oder? Auch Gaius der Endboss und allem. Hier plötzlich. Ah, nicht schon wieder. Ja, Mila, blocken. Das ist gut, Mila. Du machst es. Du schaffst es, du bist unser Mila. Ich hab gar keine. Verdammt. Ich habe ja gar keine Tränke mehr, die ich verbrauchen könnte. Wow. Also sprich, Trank des Lebens. Ja, ganz toll. Jetzt muss Muse wieder reinhauen und kommt gar nicht, wir schaffen das. Ah, nicht schon wieder Quatsch. Oh, in die Luft abgefangen. Das war fies. Cool, ich kann eine Art kombinieren. So letzt wenig TP. Nein! Ja, gut, geschossen Front. Bringt nichts. Scheiße! Alter. Gut, 40.000, jetzt noch. Na, verdammt, ich komme da gar nicht mehr in den letzten Komatus rein. Nein, Hilfe. Mila, hol die 4, Okay, Komatus 1 muss reichen. Oh, verdammt. Nein, ich hab gar keine. Stimmt, ja, muss ich atmen, hier gar nichts. Bringt nichts. Er bringt ja doch was. Was ist eigentlich noch, Kumpel? 1000 kriegen wir. Komm Leute, wir sind zu dritt, wir kriegen ihn. Und wir haben keinen Trank mehr. Scheiße. Egal. Wird das so klappen. Dann müssen wir vor allem Geises machen, aber er kann natürlich dann noch zurückholen. Und dazu bräuchte er ein bisschen mehr TP. Nein, stimmt ja. Hilfe, hab ich gemerkt. Ich bin plötzlich komplett verwirrt. Oh nein, wow! Alle down, hab keine Tränke mehr. Scheiße! Okay, Leute, Daumen drücken, abwarten. Ja, einbringen, du kannst mich mal. Warum den Komatus 1? Alles andere bringt ja nichts. Das ist echt so, den Komatus bin ich im Arsch.
Aber es ist natürlich kaum von uns aufhalten lässt. Ich will jetzt auch kein Risiko mehr eingehen, wir sind schon so weit gekommen, hey. Komm schon, ich will doch endlich das zweite Ende sehen. Ein Typ den mal down kriegen. So, Weasley, das war's für dich. Er ist draußen, komm schon. Er ist down, hallo? Er ist down. Nur 9000. Er ist down, was soll das? Scheiße. Ich war das nicht. Aber cool. Und jetzt aber. Jetzt hauen wir ihm so schön die Fresse breit, weil er es einfach nicht anders verdient hat. Ewiger Walzer. Okay, es gibt sowieso keine Erfahrungspunkte mehr. Alter, was für ein dämlicher Kampf, ey. Ich meine, natürlich jetzt rückblickend kann man natürlich sagen, okay, Weasleys Attack waren ja meistens ziemlich vorhersehbar. Also ich meine, die aufgeladenen Fäuste sind zwar stark, aber halb vorhersehbar. Ja, schön, da hilft es für uns, was hilft das unseren Charakteren? Du kannst ihnen nicht irgendwie sagen, ja, guck mal, weil er da das macht, müsst ihr ausweichen und so. Machen die ja nicht. Du kannst natürlich sagen, ja, geht auf Defense, dann greift sie ja nicht mehr an. Angreifen müssen wir ja trotzdem, aber wir können ihn meistens nicht irgendwie zurückschrecken lassen. Von dem her war es trotz allem ziemlich ein übler Kampf. Luca. Hey. Damn you, Luger! Behind you! I wouldn't use the Chromatus again if I were you. When you make a direct pact like that, you then run the risk of degenerating and becoming a divergence catalyst yourself. Considering the sheer power at your disposal, you would transform in the blink of an eye. Well, I never expected that you would surpass me. Oh nein, bitte nicht. Nicht eine Millionste. But that is exactly what makes humans so interesting! We never do what's expected. You want my wish, Origin? Let me tell you my own personal wish. To take this fist and punch you all to oblivion! Beasley Bakor,
May your soul rest in peace. A man who gave his life to fulfill his duty. Hey. I'm so glad that you all came to find me. You too. Of course. There is nothing to fear. If it comes to it, I'll handle things. Yeah. The Great Spirit Origin. The one and only. I am very pleased to meet you, King Gaius. You know about me. Of course I do. You see, the souls tell me everything. They're sort of like my little birds. You seem quite curious about humans. Perhaps, but not as much as you, Maxwell. I suppose this is our first meeting, but we have little time for pleasantries. We have a request. To rid the fractured dimensions and continue soul purification. Precisely. I would be willing to help you if you think you're at your limit. Even if that meant endless torment? Even so. You really do love humans, don't you? Milla, wait! Enough! You would force Origin to continue the purification? I refuse to stand idly by as you continue to torment him with your corruption. Thank you, Kronos. Your concern for me has consumed you for far too long. You mustn't burden yourself over me. We must make the humans accountable and have them pay for their crimes. What's so funny? Well, you just showed the most human thing about you. It reminds me why I love humans. What? I hereby grant these representatives of humanity the right to make one wish. Luger and El, for overcoming the trial and opening the door, the wish is yours. Me and Luger? Yes, wish for anything, but you must decide together. I could even undo your transformation into a catalyst. No, you can't do that. We have to wish away the fractured dimensions. I suppose one way to save her would be for me or Luger to turn into a catalyst before she does. That would be the millionth catalyst, the magic number, and all transformations in progress would be cancelled. So then, what shall it be? Das ist eine sehr gute Frage, Leute. Denn ab hier entscheidet sich, welches Ende wir ansteuern. Sprich, das offizielle zweite Ende oder eben das dritte Ende. Das Ende Nummer 2 wäre, wenn wir uns dafür entscheiden, dass El, ja, wie gesagt, wenn wir uns dafür entscheiden, dass El weiterlebt. Aber, naja, seht gleich selbst. You would choose this girl over the entire world? And what about the fractured dimensions? Ich könnte mich selbst darum kümmern, oder aber ich wünsche mir wohl besser, dass die Dimensionen verschwinden. Nee, ich könnte mich selbst um sie kümmern. Wait.
honestly think you and a few agent stragglers can destroy every last fractured dimension? Answer me, Luger. Irgendwie schaffen wir es, oder aber ich wünsche mir wohl besser, dass Splitterdimensionen verschwinden. Nee, wir wünschen es uns trotzdem noch. I admire your resolve, but if you insist on going down this road, you'll become a catalyst yourself. And then, you won't be able to save anyone. Thank you so much, Luger. But please, I don't want you to do that to yourself. Please, Origin, make the fractured dimensions disappear. Are you okay with this? Yes. Anything to keep Luger from vanishing forever. That's the last thing I want to happen. Very well. Then I will grant your wish. All fractured dimensions shall be eliminated. Hey, don't look so sad. You'll see me again. The real me. Humans truly are foolish. True. But nevertheless, they still passed the trial. This time, anyway. Kronos? We shall seal away the miasma together. But know this, your trial has not yet ended. Goodbye, Luger. Und hiermit erleben wir bereits zum zweiten Mal die Credits, diesmal vom zweiten Ende her. Ja, was will ich dazu sagen, war natürlich erst einmal, fand ich es ein bisschen seltsam, weil Origin hatte gesagt von wegen, ja, Luger und L müssen sich einig sein, aber dann plötzlich zum Schluss doch wieder L alleine, nee, bitte lass Splitterdimensionen zerstören, egal, ja, mir ist egal, Hauptsache Luger verschwindet nicht. Ja, Luger kann gar nichts mehr dazu sagen. Einfach Els Wunsch wird erfüllt, peng, fertig. Von dem her die Aussage von Origin ein bisschen fragwürdig. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, ja, El war halt ein Steuerkatalysator, beziehungsweise wurde zu einem und sie war ja auch, ich weiß, es klingt hart, es klingt gemein, aber es ist leider so, sie war nicht die echte, also sprich nicht die El aus der Hauptdimension, sondern von einer Splitterdimension. Wenn die natürlich verschwinden, verschwindet sie von dem her ja auch. So ähnlich wie halt damals mit Mila war, weil ja war es ja ähnlich. Was natürlich die Situation aufwirft für uns, ist das wirklich das richtige Ende? Offiziell soll das dritte Ende das richtige Ende sein, das ist das zweite Ende nicht. Wobei natürlich die Frage,
du musst trotzdem die Ende irgendwie betiteln. War das erste Ende, würde ich sagen, war das traurige Ende, weil Luger trotzdem wieder so, ja, so wurde wie Victor, oder? Von der Splitterdimension her. Und jetzt diesmal, ja, war es irgendwie halt das logische Ende. Ich weiß, in der Hinsicht klingt natürlich Logik schon ein bisschen sehr abstrukt, aber es ist eigentlich so. Du musst wirklich so das Ganze so betiteln. Elle musste halt sterben in der ganz anderen Dimension und so, nur dadurch können halt die anderen weiterleben. Und vor allem, wie sie auch gesagt hat, Luger kann ja theoretisch in dieser Dimension die richtige Elle kennenlernen, indem er erst einmal ihre richtige Mutter kennenlernt. Gut, aber das ist wirklich das Richtige war, was er getan hat, beziehungsweise natürlich auch, ob es menschlich war, die Entscheidung, die er getroffen hat, oder wohl er die sie getroffen hat, ist halt eine andere Frage. Aber das war nun mal das offizielle zweite Ende des Spiels und ja, als meine Credits durch sind, geht es dann auch ab direkt zum dritten offiziellen Ende. Da wird sicher noch interessant werden. Was denn da genau abgehen wird, bin ich ganz so sicher, aber vermutlich, ich habe eine Ahnung, wohin es führen könnte. Wenn es natürlich heißt, es ist das wahre Ende und das hier war das zweite logische Ende, muss ja logisch, also, ich sag schon wieder logisch, nee, muss eigentlich theoretischerweise das dritte Ende dann das menschliche Ende werden. Was wohl irgendwie Luger selbst entscheiden wird. Ja, nun gut, zu den Credits. Jetzt gibt es gleich eine Anime-Szene scheinbar, dazu werde ich allerdings nichts mehr sagen. Das sollen wir ganz in Ruhe genießen können. Daher sage ich schon mal, vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin. Im nächsten Part geht es wie gesagt weiter mit dem dritten Ende und dann gibt es noch einen ganz Endpart, halt Part X, wo wir noch ein paar andere Dinge zeigen werden, wie zum Beispiel das mit dem letzten Elite-Monster noch, genau, und natürlich auch noch mit dem ganzen Katzenkurierdienst. Tja, in diesem Sinne, bis nachher, bis zum offiziellen dritten Ende. Good morning to you, President Kresnik.
You have a meeting scheduled today with the new chairwoman of the Rugen Consortium, sir. And the chairwoman's name is... Laura. Miss Laura Melmarta. How do you do, Mr. Kresnik? I'm Miss Laura Marta. It's a pleasure to finally meet you. Oh no, is something wrong?